Hallo Corbinian. Hallo Kani. Na, wie geht's? Gut geht's. Hallo liebe Zuhörer. Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion, der Podcast. Voll überraschend die Einführung jetzt, hä? Das macht mich eigentlich ziemlich wütend, ja, wenn ich ehrlich bin. Normalerweise weißt du schon, Warum? Da weiß man genau, wenn einer sagt, ja, herzlich willkommen zu bla bla, dann kann sich der andere schon mal so langsam mental darauf vorbereiten, oh, jetzt geht's ja los, oh fuck, was ist gleich wieder der Film halt? Und da habe ich ja halt eigentlich doppelt ein Problem, weil ich habe jetzt hier vor mir als Vorbereitung eigentlich ein Programmhäftling und ich kann es nicht einmal richtig googeln. Das ist doch scheiße, oder? Das ist richtig scheiße. Also ich hab's mir auch gedacht, als Kosten benehmen zu dem Film was auf, habe ich mir gedacht, ach du Scheiße. Weil der Film so heißt. Ja, sehr schön. Also Leute, heute gibt's einmal Folge zu deutschen Kino. Und zwar zu, ich möchte ein bisschen vorgreifen, zu ganz, ganz tollen deutschen Kino, weil wir nämlich über Lukas Rinker sein Debütfilm Ach du Scheiße reden, den wir schon im Hardline gesehen haben. Und anlässlich vom Kinorelease, der am 20.10. bei uns in Deutschland ist, haben wir uns jetzt nochmal einen Screener organisiert von Dropout Cinema, da nochmal ein fettes Danke und haben uns gedacht, da gehört eigentlich nochmal eine extra Folge aufgenommen, weil der Film, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr schön war. Ja, das stimmt. Und wir waren damals ja auf der Weltpremiere sogar von Ach du Scheiße oder wie er auch noch heißt, Holy Shit. Ich war jetzt da, ich hab ihn leider nicht gesehen auf dem Hardline, ich hab ihn erst danach online gesehen. Und das war ein Erlebnis. Also wer das verpasst hat, wer die Möglichkeit gehabt hätte, da hinzugehen, zu der Weltpremiere von Holy Shit und das verpasst hat, der sollte sich jetzt mal so richtig in den Arsch beißen. Ja, der Szene ist so ein Vollidiot, also da bist du ein richtiger Vollidiot, wenn du das nicht zusammengebracht hast. Also dem wünsche ich eigentlich auch, dass er mit dem Dixie Klo umfällt. Ja, wir gehen jetzt auch gleich ein bisschen auf die Handlung ein, aber ich muss jetzt schon mal vorweg sagen, meine Euphorie ist da tierisch nach oben geschraubt, weil wenn der ins Kino kommt, das ist einer dieser Filme, wo ich erhoffe, dass die ganz lang im Kino laufen, damit da jeder 1 bis 2 oder 3 Mal reingeht. Das ist für mich eigentlich so ein Kinoerlebnis wie Shoot is Manitou, Findet Nemo und Avengers, keine Ahnung. Also wirklich, ohne Scheiß. Ja, vor allem Shoot is Manitou. Na, also ja, da war es zumindest ähnlich, wie das Publikum reagiert hat, weil wirklich bei Holy Shit damals im Kino, da die Masse hat getobt, würde ich ja schon fast sagen. Also kann ich nicht beurteilen, ich war nicht dabei. Es ist natürlich jetzt wie die anderen Filme, die ich gerade aufgezählt habe, nicht ganz so familienfreundlich und Genre-Kino, aber trotzdem, wie schon gesagt, das wird mein Highlight. Deadpool, so kann ich vielleicht, da kann ich es noch mit einreihen. Der ist doch schon familienfreundlich. Echt? Gerade die Intro-Szene, ja klar. Ja, Logo. Corby, um was geht's denn bei Ach du Scheiße? Ach du Scheiße. Ich weiß schon gar nicht mehr, was war er denn vom Beruf? Ich glaube irgendwie Architekt. Wacht auf und befindet sich in einem Dixie-Klo. Dieses Dixie-Klo ist scheinbar umgefallen und er bemerkt dann, dass er sie irgendwie nicht richtig wegbewegen kann, weil durch seinen Arm eine Eisenstange gebohrt ist. Und auch diese Eisenstange ist nicht nur durch seinen Arm, sondern auch durch das Dixie-Klo gebohrt. Und er bemerkt dann innerhalb von kürzester Zeit, dass er hier auch noch unter Zeitdruck aus diesem Dixie raus muss. Was auch nicht so einfach ist, weil er ja die besagte Stange durch den Arm gebohrt bekommen hat. Weil er, ich glaube, entweder durch eine Ansage, die er von weit weg hört, mitbekommt, dass er anscheinend mit dem Dixie-Klo in eine Baustelle gefallen ist, die kurz vor einer Sprengung steht. Also im Prinzip eine Handlung, die man schon des Öfteren natürlich im deutschen Kino sehen durfte, aber jetzt eben hier verfilmt vom Lukas Rinker. Ja, das ist fast wie Buried.
Mit dem Ryan Reynolds, gerade heute diesmal in einem Scheißhaus. Ja, genau, also wirklich fast 1:1. Ja, und diese doch einfache Handlung ist dann 90 Minuten lang sehr unterhaltsam. Und ja, Kani, als du dann daheim im Stream gesehen hast, wie hast du empfunden? Ich war auch sehr skeptisch, weil ist ja sogar Publikumsliebling geworden, glaube ich, im Hardline, oder? Ja, wie schon gesagt, die Menge hat getobt, das ist kein Spaß. Genau, und dann haben wir gedacht, so, das muss ja, was ist denn da los, dass er 1,5 Stunden lang jemand zuschaut, wie er im Dixie-Klo drinnen liegt. Das ist ungefähr, das war meine Mittagspause damals, als ich noch Metallbau auf der Baustelle war. So spannend war das allweil nicht. Was wird da passieren? Aber ja, dann schauen wir das Ding an, sitzen noch da und denken wir, geil. Wie kann man aus so einer geilen, so geilen, simplen Story so viel Spaß rausholen? Und er ist jetzt, was heißt Spaß? Er ist ja nicht nur, es ist jetzt keine Trash-Kanone oder sonst oder so etwas, sondern er ist trotzdem mal irgendwie ein bisschen ernst. Also die Situation wird versucht fast immer ernst dargestellt zu werden, aber trotzdem ist immer so das gewisse Augenzwinkern dabei und das ist genau die richtige Balance, die der Film braucht hat, damit das 1,5 Stunden wirklich bei Laune halten kann. Ja, und vor allem damals fürs Hardline hat er halt super reinpasst, weil er gerade die Szenen, also die Splatter-Szenen in Anführungsstrichen, die haben sie ja in sich. Also wenn er da versucht, seinen Arm aus der Eisenstange rauszuholen, da ist schon ein Raunen durch Kino gegangen. Aufnahmen von dem Arm mit dem gebrochenen Knochen dazwischen, wo diese Stange vorbeifährt, ja, das ist appetitlich. Ja, oh, leck, voll geil. Ja, aber ja, ansonsten, wie man sich eben vorstellen kann, er müsste ja nicht in einem Dixie liegen, wenn da nicht auch eklige Szenen mit drin warten. Das Handy fällt aus Versehen ins Klo und verschwindet. Genau, also direkt in diesen, ja, Gaggehaufen von vielen. Und wie vorher schon gesagt, ich bin ja ursprünglich gelernter Handwerker, Metallbauer und ich war vorher auf der Baustelle draus und ich hätte dann kein Handy mehr in dem Moment. Weil das, was man da oft erlebt, aber man kann ja froh sein, wenn das Zeug wirklich im Klo gelandet ist, weil es eigentlich auch in der Tagesordnung war auf Dixie-Klos, dass das Zeug auf der Klobrille liegt. Genau. Aber leider in dem Fall nicht sein Handy. Im Prinzip könnte man das Ganze als Kammerspiel bezeichnen, wobei die Kammer natürlich im Dixie spielt. Und Kammerspiel, ja. Es ist im Prinzip alles dabei. Also es ist irgendwie Action mit dabei. Es sind Liebesszenen mit dabei. Es sind so Action-Szenen mit dabei, wo man sich denkt, oh, leck, wie kommt jetzt der da raus? Und dann fühlt man sich vielleicht dann doch nur so ein bisschen in einem, wie soll ich sagen, Krimi. Wie ist denn diese Situation so passiert, wie sie passiert ist, wer hilft ihm nicht und ja, das ist eigentlich durchweg einfach nur sauunterhaltsam. Ja, ich bin saufroh, dass ich den Film im Kino gesehen habe. Mit Liebesszene meinst du natürlich die schöne Intro-Szene, oder? In der man Michaela Schäfer sinnlich zu Münchner Freiheit ohne dich tanzen sieht. Seitdem mag ich das Lied. Erst seitdem immer mengen. Nein, ich muss sagen, ich hab da immer meine Vorurteile, wenn die manche Lieder her, die hauptsächlich nur vom Volksfest kennen. Da bin ich wahrscheinlich noch ein bisschen zu jung. Du damals warst wahrscheinlich direkt auf die Konzerte mit dabei, ja, so Logo. wie die kennen. Ja, Logo. Ja. Fette Wall of Death gewesen zu ohne dich. Ja, oben ohne das T-Shirt, dann ohne dich, da will ich heute. Wildfremde Leute im Arm gehalten und gewohnt. Ach, herrlich. Ja, schon. Und das Intro ist natürlich schon allure geil. Das war so ein Moment, da sitzt du dann neben einem Mike, mit dem du noch nicht so viel live erlebt hast und weißt dann auch nicht so, okay, wie reagiert der jetzt? Fassen wir uns jetzt an, fassen wir uns nicht an, ja. Fassen wir uns gegenseitig an, nur selber, ich weiß nicht. Die Hand ist so langsam zu seinem Knie gegangen, aber nein, es ist nichts passiert. Nicht? Normal, so wie Mike kennt, ist er eigentlich da gleich dabei. Naja, du weißt ja, diese Intro-Szene, die war jetzt nicht allzu lang, also das heißt... Der Mike braucht nicht lang, das geht nochmal, hätte gelangt. Wer weiß, vielleicht hätte es ja versucht und es war schon zu spät. Damit. Aber es kriegt sicher nur eine Chance. Mit dabei ist, und ich hoffe, lieber Herr Burkhardt, ich spreche Sie hier richtig aus, Gideon, oder? Darfst du auch sagen, oder? Ja, kommt drauf an, ob man Englisch spricht oder nicht. Gideon hört sich komisch an. Nimm mal ein Gidi. Der Gidi Burkhardt. Für mich war der bekannt aus Inglourious Basterds. Ich weiß nicht, wo du herkennst.
Wenn dann auch aus Inglourious Basterds, aber ich habe seine Rolle da jetzt auch nicht mehr im Kopf, weil der ist so lang her. Was? Ist das der Ernst? Ja. Er ist der Böse. Das war doch der Christoph Waltz. Okay. Ach so, du meinst den Inglourious Basterds. Ich hab gedacht, du meinst jetzt ein Holy Shit. So, nein, weil ich meine, bei Inglourious Basterds weiß ich seine Rolle nicht mehr. Da war er einer von den Bastards. Okay, haben wir der. Nein, aber wie gesagt, da weiß ich ihn leider nicht mehr, aber er hat mir bei Ach du Scheiße, er hat jetzt so richtig geil diesen ekelhaften, geidigen Bauernteufel gespielt, der aber irgendwie so ein bisschen in die höhere Gesellschaft aufgekommen. Ja, diese Kommentare so ein im Hintergrund, die ganze Zeit, diese geilen Biertisch-Kommentare, also dann auch den Sprengmeister ankündigt, der übrigens den lustigen Namen Bob der Sprengmeister hat. Also den dann ankündigt mit so kleine latent rassistische Kommentare mit, da hat sogar Aufenthaltsgenehmigung, gell? Und da brauchst du nicht oben da wegen dem schlechten Deutsch, weil wir in Bayern, wir reden auch nicht gescheit Deutsch. Aber er sagt, ja, genau, so stellen wir einen Bürgermeister von uns da in Simbach, stellen wir so darf ich mir vorstellen, einen sicheren Schmierigen. Aber es dann einfach super passt. Ja, voll. Also es ist wirklich voll ins Schwarze eigentlich getroffen, die Darstellung von so einem Klordorf-Bürgermeister. Ja, es ist schon so trashig, dass es einfach liebenswert ist. Und das ist so geil an dem Film. Deswegen finde ich das eben als das Kinoerlebnis, und ich habe das auch total gefeiert, dass die dann auch gesagt haben, sie haben zu dem Zeitpunkt, wo Weltpremiere war, schon gewusst, der wird im Herbst eben in die Kinos kommen. Wirklich eins der Highlights beim Hardline und ein deutscher Beitrag. Also das muss man natürlich auch sagen, weil wie oft kommt es schon vor, dass ein deutscher Film gerade uns so begeistert. Wenn er im Hardline läuft, dann begeistert er uns mal immer. Immer. Er hat ja nicht nur diesen lustigen, in Anführungszeichen lustigen, nein, eigentlich schon lustig. Ich finde Bob der Sprengmeister ist ein lustiger Name. Hast du noch die kleine Anspielung auf ein allseits bekanntes Trinkspiel rausgehört? Looping Louis, oder was? Ja. Habe ich auch lachen müssen. Weißt du, haben wir haben ja damals einen Lukas Rinker im Hardline interviewen dürfen und auch seinen Produzenten Antonio Kellner. Haben wir mir da gefragt, ob der Pilot Looping Louis genannt worden ist, weil er gern Looping Louis gespielt hat. Haben wir mir das gefragt? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr genau. Da müsste man wahrscheinlich reinhören. Und wir versuchen natürlich auch, dass wir jetzt ein bisschen was von dem Interview hier in die Folge reinschneiden. Wahrscheinlich ja völlig zusammenhangslos, so wie wir uns kennen. Ich würde eher empfehlen, dass wir es einfach nur als Interviewpaket veröffentlichen, damit es ein bisschen Sinn ergibt. Ach so, na gut, dann schneiden wir nix rein. Unser Gelaber ist schon völlig zusammenhangslos, das muss doch reichen. Was ich da hervorheben möchte, ist wirklich der Thomas Niehaus, der die Hauptrolle vom Frank spielt. Ohne den, glaube ich, hätte es nicht so geil funktioniert, weil du sagst, den seine Fresse ist so geil die ganze Zeit, die Panik und der Ekel und die Angst und alles, was er da rüberbringt, nur durch Mimik, Weltklasse. Also der hat selten, dass man einen sagt, der einen Film so durch Mimik tragen kann, finde ich. Ja, das auf jeden Fall, weil, wie schon gesagt, das ist ein Kammerspiel, sehr begrenzt, und wer schon mal in einem Dixie drin war, der weiß, dass es da jetzt nicht allzu viele Möglichkeiten gibt. Ich fand es halt nur schon faszinierend, wie man überhaupt das in dem Dixie dran kann. Mhm. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Der hat total viel Spaß gemacht und ich freue mich schon tierisch aufs Kino, Mann. Und Sie haben ja, glaube ich, 4 Dixie-Klos dann gesponsert gekriegt, eben von denen Toy Toy und Dixie, meine ich, heißt ja die Firma. Ja. Sie haben aber dann auch wirklich chronologisch dran müssen, da sie eben so begrenzte Anzahl an Dixie-Klos haben, damit die Zerstörungen dann wirklich nach und nach halt passieren und man nicht irgendwie am Ende was traut, dann macht's kaputt und dann braucht's am Anfang wieder was Neues. Da mal kurz an Dixie, wir hätten auch einen Sponsor brauchen, weil wir sind immer auch scheiße. Bitte. Okay. Bettel halt du auch ein bisschen. Ja, bitte. Ich wäre gern gesponsert von Dixie Klos, ja. Genau. Ja, ich bin ja schon auf voll Dixie Klos gesessen, also ich jetzt eigentlich verdient. Ja, ich habe ehrlich gesagt immer nur schlechte Erfahrungen bis jetzt gemacht mit Dixie Klos. Echt? Verzeih?
Ja, ich kenne aber Dixie-Klos hauptsächlich von Festivals und nicht so wie du auch von Baustellen. Ich weiß nicht, geht's auf Baustellen da etwas gehobener zu? So nach dem Motto, du, ich hab da ja extra Klopapier, frisches dann mit rein, weil... Das Einzige, was da gehoben ist, ist der Arsch von der Klobrillen, damit es ja auf Klobrillen auffliegt bei manchen Leuten. Das ist, wie gesagt, da ist nicht viel Unterschied von Baustelle zu Festival Dixie-Klo. Und ist es bei Baustellen dann auch so wie jetzt da in dem Film, dass da wirklich dann die Nackedei-Kalender an der Tür hängen? Also es sind mehrere weise Sprüche an die Scheißheißer-Innenwände geschmiert gewesen als Nackedei-Kalender. Mhm. Da waren halt dann so Weisheiten wie, auch wie gut, dass niemand weiß, dass ich wichs und gar nicht scheiß. Oder ich hab grad geschissen, mein Arsch hat's zerrissen. Das waren, ja, tolle Reime. Die haben die ein bisschen über die halbe Stunde Klopause amüsiert. Halbe Stunde? Kommt drauf an, wie heiß das draußen war. Je nachdem, hast du es halt länger ausgehalten oder nicht. Okay. Aber nein, also Nackedei-Kalender habe ich nur einmal gehabt. Aber ansonsten ist das wirklich, also das Klo, so wie das jetzt dargestellt war, was man da gesehen hat, dass halt dann auch noch so ein bisschen Werkzeug mit drin liegt, weil es halt doch einmal vorgekommen ist, dass da einer drin was verloren hat. Es ist sehr realitätsnah dargestellt gewesen, immer mit dem Hammer. Ich hab wirklich das ganze Zeug auch schon in einem Klo drinnen gefunden. Außer Handy. Das heißt, eigentlich hat er dann schon Glück gehabt, dass er in einem Dixie auf einer Baustelle umgefallen ist und nicht am Festival. Boah, leck, stell mir das vor. Boah, war leck, da beidelt mich gerade überall. Ist einem Späßel von mir passiert. Na, nicht ganz. Sie wollten ihn umschmeißen, aber anscheinend waren ein paar Gnädige dabei, die haben das Dixie abgefangen und haben es halt praktisch wieder zurück. Aber durch das nach vorn kippen und zurückschnalzen, ist halt der ganze Inhalt nach oben geschossen. Ich glaube, er steht heute noch unter der Dusche und sagt immer noch dreckig. Ja, oder du bist dann absolut hart im Nehmen. Ich hoffe, dass er keinen Fetisch entwickelt hat daraus. Ach so. Okay, tolles Weigendorf. Ich sag ja, deswegen haben wir es letztes Mal gesagt, diese Woodstock-Doku da, das ist wie Weigendorf. Ja, und für die Splatter-Fans unter uns, ihr werdet jetzt dann nicht nur diese Szene sehen, wie er die Eisenstange durch den Arm gebohrt bekommen hat und wie er versucht, da wieder rauszukommen. Nein, da passiert noch voll viel mehr. Also ihr seht da auf jeden Fall Leichen. Also das kann man auch schon mal sagen. Genau. Und wie schon gesagt, Liebe. Ganz sehr viel Liebe. Ja. Verrat. Sehr viel Liebe. Verrat ist auch mit drin. Genau. Polizisten kämen vor. Ein Rätsel. Also im Grunde, ja, da hat sich der Lukas echt Mühe gegeben. Weil der Frank, der Dichter, also er liegt halt da drin und weiß natürlich erstmal gar nicht, was da passiert ist, und über den Film erfahrt man halt dann auch nach und nach, warum, was da eigentlich los war. Es war nämlich nicht ein reiner Unfall, der ihn in dieses Dixie-Klo befördert hat. Das ist halt dann am Ende, gipfelt das Ganze dann in einem fetten Showdown. Da ist dann, wird da der Schauplatz aus dem Dixie leicht rausverlagert, also man verlässt das Dixie-Klo nie ganz, sondern man filmt aber halt dann auch noch draußen. Und das ist dann ein bisschen ein Kontrast zum restlichen Film, finde ich, weil, wie ich vorher schon gesagt, der Typ ist zwar in dem Dixie-Klo drin und es ist immer mit so einem gewissen Augenzwinkern, es ist aber nie auf Anschlag, dass man jetzt sagt, boah, lecker, das ist ja total überdraht und nur asozial und ich müsste kotzen und was weiß ich, es sind ein paar Ekelszenen dabei, aber es wird immer ernst genommen, die Situation, wie er versucht, dass er da rauskommt. Ja. Und am Ende wird es aber dann ein wenig überspitzt, ich sag dann so, der geile Backer mit dem Presslufthammer, der ihm dann durch den Arm da durchballert und so. Am Ende wird's ein wenig übertrader, aber ja, jetzt nicht dramatisch. Nur im Vergleich, finde ich, eben zum restlichen Film ist es halt, trat er sich fast um 180 Grad vom Augenzwinkern her. Da werden halt dann mit beide zwinkert. Dadurch, dass ich jetzt den Screener nicht gesehen habe, sondern ich nehme das jetzt gerade alles nur aus der Erinnerung von der Weltpremiere mit, muss echt sagen, das war eins meiner Kino-Highlights dieses Jahres. Also, da hättest du echt dabei sein müssen. Super leid. Hör ab. Der war auf der Couch so genauso schön. Das glaube ich dann nicht. Es ist schon mal was anderes, wenn alle lachen, weißt du? Und wenn alle sagen, oh. Ich hab mir vorgestellt, dass viele Leute um mich rum sitzen und lachen. Und dann war's traurig, dass du allein bist. Ja, genau. Forever Alone Level Carney war's dann wieder. Was nicht, dann, wir schauen ja dann, dass wir jetzt irgendwann einmal zeitnah, wenn der komische Typ, der unsere Folgen zusammenschneidet, einmal dazu kommt, da einmal die Interviewfolge dazu veröffentlichen. Und ansonsten, da die sagen, gehen wir eigentlich schon das Fazit über, oder?
Ja, weil der Film ist schnell erzählt. Ich habt jetzt einen großen Abriss von uns gehört. Mehr als sagen, ab ins Kino, wenn der Film bei euch irgendwo läuft, gehen wir nicht da, weil das gehört auf alle Fälle unterstützt. Das ist deutsches Genre-Kino vom Feinsten. Ja, auf jeden Fall. Also, ich hab das am Anfang ernst gemeint. Wenn ihr mal wieder so richtig geiles Kinoerlebnis haben wollt, und ja, ich glaube, Deadpool ist da rein vom Spaßfaktor her eigentlich ein ganz guter Vergleich. Schnappt euch eure Liebsten und fahrt dann ins Kino, wenn ihr die Möglichkeit habt, ach du Scheiße oder holy shit, ich weiß nicht genau, mit welchem Titel er jetzt ins Kino kommt, euch auch zum Schauen. Das lohnt sich, Leute. Außerdem ist der Lukas ein cooler Typ gewesen, der gehört sowieso unterstützt. Richtig, genau. Also für das, dass das ein Filmdebüt war, da kann ich nur das Hardline zitieren aus dem Programmheft mit es hätte beschissener laufen können. Das stimmt, ja. Es trifft's eigentlich ganz, ganz gut. Na dann, Kani, sag einmal, was sind denn deine Tops und Flops? Meine Tops sind auf alle Fälle die Effekte von der durchbohrten Hand. Das schaut halt wirklich so krass real aus, dass man alles zusammengezogen hat, als man das erste Mal gesehen hat. Und dann kommen halt da noch 2, 3 so Situationen, wo man es noch mal sagt und noch mal was passiert. Und dann denkst du, oh Gott, mir zeigt's alles zusammen, wenn ich das sehe. Und mein Flop ist bei dem Film ganz, ganz schwierig wieder mal zum Rausfinden gewesen. Aber ich sag dann, dass mein Flop ist, dass Bob den Sprengmeister erwischt hat. Oh Mann, cool. du spoilerst ja eigentlich schon so viel. Wir spoilern mal immer. Und bei dem Film ist es halt auch prinzipiell wurscht, weil es tut ja nichts zur Sache. Ja, du hast jetzt noch nicht genau verraten, was passiert ist. Also von dem her, alles gut. Ich sag nur so viel, der Name ist Programm. Mein Top ist das komplette Zusammenspiel. Also das mit Münchner Freiheit am Anfang und am Ende habe ich total geil gefunden. Mal abgesehen natürlich von der Michaela Schäfer. Hey, los. Aber na, ich habe echt eigentlich gedacht, das ist einer von den Kurzfilmen, weil mir halt schon ich weiß nicht, ob es der Mike war oder einer von den Deep Reds, gesagt hat, ja, da sitzt einer im Dixie-Klo fest. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das muss einer von den Kurzfilmen sein, weil selbst mit ganz viel Fantasie wüsste ich nicht, wie man da draus einen 90-minütigen Film machen kann. Und tatsächlich hat er mich sehr positiv überrascht. Und ja, ich sag's jetzt nochmal, geht's verdammt nochmal ins Kino und schaut euch den an. Und Flop ist eigentlich echt schwierig. Ich habe diesen künstlich bayerischen Dialekt ein bisschen lächerlich gefunden, gerade am Anfang, wo ich es gehört habe. Das ist vielleicht das Einzige, was mir gerade einfällt, wo ich sage, das hätte ein bisschen authentischer sagen können. Also gerade wenn man, weiß ich nicht, Christian Tramitz oder so dahingestellt hätte, das hätte ich. Aber gut. Trotzdem ist es dann nach wie vor zum Liebhaben, wenn man so das Gesamtbild sieht. Ich finde, der hört sich so extrem nach niederbayerischen Saubauern an, der jetzt in der Großstadt lebt und versucht, ein bisschen Hochdeutsch zu reden. Ja. So richtig, ja, schmierig, ekelhaft. Ich sage ja. Erinnert mich an manchen Politiker. Es hat irgendwie was. 15 Meter Bierbänke, oder wie war das? Es hat schon irgendwie was. Aber im ersten Moment, als ich das erklärt habe, fand ich es befremdlich. Ja. Ja. Aber es ist immer so, wenn man, so geht es uns ja immer, wenn wir auf Minga fahren und das erste Mal dann wieder jemanden da drüben reden hören. Das ist immer erst mal befremdlich, diese Mischung aus Hochdeutsch und Bayerisch. Für uns zumindest, die wir uns nur mit Laute unterhalten. Achso. Haben wir in dem Film. Bei mir gibt's dann meistens eher immer Kritik, weil ich in der Oberpfalz geboren bin. Oh, Verpetzer weiter. Genau, richtig. Und ich weder den niederbayerischen noch Oberpfälzer Dialekt irgendwie so richtig inne hab. Ich bin da anscheinend Du bist total sprachbehindert, das haben wir schon festgestellt. Ich bin total sprachbehindert, richtig. Das wissen wir schon, ja. Also, übt ihr nur eine Kritik, das ist eine Behinderung mit dem Korbi, da kann nichts dafür. Ja. Aber dafür darfst du uns ein Triple Threat beantworten, Korbi. Gibt's Titten? Ja. Sehr schön. Gibt's Trompeten?
Na, kann ich mich jetzt zumindest immer drüber erinnern. Na, Trompeten hat's keine gegeben. Gibt's tote Tiere? Ja, oder? Ja, gibt es. Gibt Doch. es. Wow, also eigentlich der Film glänzt da hier mit Schauwerten. Absolut, ja. Also der Lukas hat ja gesagt, er hat unseren Podcast vorher schon gehört und hat sich beim Dreh versucht, daran zu orientieren, aber in der Geschichte hat es keinen Sinn ergeben, irgendwie eine Trompete einzubauen. Haben wir ihm verziehen, er hat aber Besserung für seinen nächsten Film versprochen. Ja, Da werden alle 3 Ts erfüllt. Bei Ach du Scheiße Teil 2. Genau. Und Ach du Scheiße, die Rache, Teil 3. Und es soll bis zu Ach du Scheiße in Space dann gehen. Ja, richtig. Teil 14. In Ach du Scheiße, jetzt erst recht sind wir übrigens als Statisten da mit dabei. Sie, du als Dixie-Klo. Schön. Ich freue mich auf alle Fälle aufs Kino. Ich freue mich auch tierisch und ich hoffe, wir haben ja den einen oder anderen von euch da draußen jetzt auch dafür begeistern können. Schreibt euch das schon mal auf. Ach du Scheiße oder vielleicht der Holy Shit, je nachdem wie er rauskommt. 20.10. Ihr müsst den im Kino sehen. Nochmal, schaut's den verdammt nochmal im Kino an. Genau, ihr müsst wirklich, also das ist eine Pflicht. Ja. Und mir reden oft Scheiß, aber dieses Mal, dieses eine Mal, machen wir es wirklich ernst. Ja, und wer es nicht tut, dem wünscht man eben, dass er mit dem Dixie-Klo im Festival umgeschmissen wird. Aber dann nicht abgefangen wird wie der Späßel von mir, sondern wirklich auf die Türe fällt und da dann erst einmal bei den 35 Grad 1,5 Stunden in dem Scheiß aus drin backen muss. Das hast du wunderschön gesagt, wirklich. Das ist, also, ja? Diese Bilder vor meinen Augen, die stellen mir gerade wunderbar vor. Das Gleiche soll übrigens auch mit Leuten... Das Gleiche soll übrigens auch mit Leuten passieren, die unseren Podcast nicht mögen. Genau, und die uns nicht abonnieren und die uns nicht teilen und die nichts kommentieren. Also alle liegt's miteinander in einem Dixie-Klo, aber nicht zusammen, dass ihr euch unterhalten könnt, sondern jeder für sich allein. Ja, auch das ein wunderbares Bild. Sehr schön, ja, sehr schön. Bei 35 Grad, ein Dixie-Klo, das seit 6 Tagen von hunderten Leuten benutzt worden ist. In dem Dixie-Klo sitzt du drin, wirst umgeschmissen, landest auf der Tür. Und nach 1,5 Stunden wirst du erst wieder auslassen. Gott, wie gern da die gerade diese verzerrten Gesichter sehen, die sie gerade unseren Podcast hören, sie das vorstellen, sie denken, ich hab mir gerade gedacht, dass du jetzt sagst, oh Gott, wie gern da die jetzt in so einem Dixie-Klo liegen. Nein, nee. Muss nicht sein. Nein, bin ich auch raus, darum meide ich Dixie-Klos, weil mir das wahrscheinlich dann irgendwann selber passieren wird. Ja, dann sagen wir es jetzt noch ein letztes Mal, geht's ins Kino, schaut euch Ach du Scheiße an und sagt uns dann, was ihr davon haltet. Und genau. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Kani. Ja, gern. Vielen Dank an unsere Hörer, dass uns zuhören. Sagt uns, wie euch der Film gefallen hat. Sagt uns, welche deutschen Genrefilme euch am besten gefallen und erzählt uns von euren schlimmsten Dixie-Klo-Erlebnisse. Genau, das interessiert uns wirklich. Dann macht es gut. Ja, dann macht es gut und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht im Dixie-Klo? Doch, ganz bestimmt auch beim Dixie-Klo, beim Scheißen. Immer der beste Podcast. Sehr schön, passt. Also, Servus. Adieu.